Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück hier zum Let's Play von Pokémon Sonne und Mond. Obwohl eigentlich ist es ja eher nur noch Mond, denn in Sonne haben wir den Neumond soweit abgeschlossen, was ich alles zeigen wollte. Jetzt folgt ja nur noch die Liga und das zeige ich uns nachher auf einer Edition zeige. Denn Liga ist Liga, Editionen, also beziehungsweise Trennen und so sind beide Editionen gleich. Deswegen könnten wir eigentlich direkt loslegen zur Liga. Wir wissen ja, wo sie liegt, aber Liga heißt ja immer ein bisschen Abschluss vom Spiel und so, vor allem von der Hauptstory. Oder, ja, doch, eigentlich vom Hauptabschnitt, nicht wahr? Und, wenn ich ehrlich sein soll, es gibt noch ein, zwei Dinge, die ich machen muss. Hier unten wäre zum Beispiel noch etwas, das Meer von Melemele und so erkunden, aber nee, machen wir jetzt nicht mehr. Mir geht es mehr darum, stimmt eigentlich Melemele? Das ist gar nicht mal so schlecht. Weil, nee, es ist total schlecht. Denn mir fehlt noch eine wichtige TM. Und zwar ist das die hier auf Route 8. Mir fehlt noch Energieball. Also ich hätte was nicht ganz mitbekommen, dann sind wir mal aufgesammelt, aus Versehen. Ja, ein paar wichtige Themen fehlen uns im Prinzip der Liga noch. Wir haben zum Beispiel Steinkante und so. Aber ich glaube noch irgendwie so eine Erinnerung, oder? Also Steinkante hätten. Toxin natürlich immer wichtig, Kraftreserve, je nach Typus natürlich. Dann, Blutsauger. Wieso das Amphiras Blutsauger lernen kann, ist mir eben noch ein Rätsel. Egal. Ja, was war noch? Gehen wir mal ein bisschen durch. Genau, TM53, Energieball fehlt uns. Die findet man hier im Dschungel. Wie ich das übersehen konnte, keine Ahnung. Das ist mir aber schon damals bei Sonne passiert im Durchspielen. Ja, Steinkante, was man sieht, Eisstrahl fehlt noch. Das kommt aber noch auf dem Weg zur Liga. Erdbeben fehlt auch noch, aber das geht erst nach der Liga, also wird ziemlich sicher nicht mehr Teil des Story-Modus sein, beziehungsweise, ja, das sowieso nicht, aber nicht mehr Teil des Let's Plays sein, da ich ja eigentlich jetzt mich entschieden habe, das Let's Play nach der Liga zu beenden, oder zumindest mal zu pausieren und je nachdem, ob es noch weitergeht oder nicht, wird es ein endgültiger Schluss sein oder eben es geht noch weiter. Okay, jetzt sind wir hier bei Route 5, eigentlich stimmt es so. Es heißt ja eigentlich, ich müsste durch den Dschungel nur darauf zugreifen. Also sprich, es müsste eine Passage sein, wo ich vom Dschungel zurück zur Route komme. Auch wenn so ganz knapp. Wird aber nicht hier sein, oder? Ne, müsst ihr eigentlich sehen können. Energiebar natürlich für unseren Pflanzenstarter. Ich denke mal, das wird sehr, sehr wichtig sein. Oh, verdammt. Naja, so sehen wir zumindest mal noch unser legendäres Pokémon im Kampf. Ja, habe ich schon mal gesagt, ich will da eigentlich ungern mit Lunala groß loslegen und so. Besonders das Level Cap für die Liga wäre Level 58 und damit Lunala, es ist halt schon relativ stark, oder? Klar. Ich glaube, aktuell wäre jeder Angriff mit, oder jedes Mal, wenn ich Lunala einsetzen würde, wäre es vermutlich ein sofortiger Gewinn, weil Psychoattacken, Geistattacken, Feenattacken, ich glaube, dann treffe ich alles irgendwie zumindest neutral. Und dann im Optimalfall noch mit Stab drauf oder Z-Attacke, also das ist schon ziemlich übel. Sieht aber geil aus. Die Attacke natürlich. Ja, das war das Abenteuer für Lunala. Hä? Das meint ja Lilly so vom Wegen. Ja, Lunala, geh doch mit Michael, weil der hat große Abenteuer für dich und so. Mit ihm erlebst du große Abenteuer. Jo, das war's. Was war denn das? Es war irgendwo, ich weiß nicht, dass ich sowieso mal, wie bereits erwähnt, schon mal bei Sonning verpasst habe. Na gut, ich kann ja Fotos machen, das ist was anderes. Warte mal. Ne, Moment. Ich habe da irgendwie so einen Gedanke im Hinterkopf. War das nicht die Stelle, wo ich damals Stärke brauchte? Das ist da drüben, das kann... Da! Ja, könnte hinkommen, wa? Ja, aber ist das bereits Route 8 wieder?
Da täuscht es einfach nur. Oh. Hier gibt's ja wilde Pokémon. Ja, Lunala, das Vieh ist so krass. Ich mach mich nass. So, machen wir das hier. Das war so krass. Ich mach mich nass. Der Aufwecker, okay. Wir haben, glaube ich, sonst nichts mehr, außer ein verstecktes Sonnenbonbon. Ein Secret Rare Candy. Aha. Ich bin ja bereits im Modus. Ich Vollidiot. Aber das könnte eigentlich sein, wenn ich jetzt auf Route 8 bin. Tatsache, Freunde, hier haben wir den Energieball. Cool. Danke, Macho Mai. Macho Mai. Wir haben den Energieball. Nee, eben verpassen kann man die gar nicht. Also, natürlich kann man verpassen, aber geht gar nicht früher. Okay, Energieball könnt auch Volt lernen. Das ist gar nicht mal so doof. Weil Volt ist natürlich, wenn man es mal so recht bedenkt, ist natürlich... Warte mal, mach das sogar. Mal ganz kurz die Werte angucken. Kalpura ist ja meine coole Eule. Er hat natürlich jetzt so ein Wesen, mit dem er spezialangriffsmäßig eher gut dasteht, aber generell, warte mal ganz kurz, ich habe jetzt zum Glück, habe ich in meinem Browser offen. Kann mal ganz kurz nachgucken, dann fahre ich mir gerade den Arm dabei, das ist ganz schlecht. Von der Eule, ja. Ne, eigentlich wäre der physische Angriff sogar in der Regel ein bisschen höher. Wie gesagt, in der Regel. Jetzt haben wir natürlich bei Kalpura das Problem, die haben eigentlich nur physische Angriffe. Schattenfessel, was Stab ist, Akrobate, da später kommt noch Brave Bird dazu, sprich Sturzflug. Klar, Laubklinger, Tour, ja, schon eine hohe Volltrefferquote, aber kommt jemand zum Zuge? Ich glaube weniger. Dann der gute alte Volt. Natürlich auch im Menschen, gut, das Wesen ein bisschen reduziert, aber eigentlich ist Spezialangriff Bombe. Jetzt ist er aber vom Typus Käfer Elektro. Ja, mal ganz kurz angucken. Elektro, wissen wir, macht nur oder ist nur gegen 2 Typen im Vorteil, gegen Wasser und Flug. Okay, kann man machen. Käfer hingegen immerhin gegen 3, gegen Pflanze, Psycho und Unlicht. So, jetzt habe ich noch Lichtkanone drin, weil Stahl nämlich noch was gegen Eis-Pokémon, gegen Gestein-Pokémon auch noch. Und damit hätte ich mit Energieball auch wieder was. Und gegen Feen. Weil unser Team ist gegen Feen. Klar, ich habe Salamandra, aber das war es dann auch schon, weil Lunala kommt nachher wieder raus. Ich habe ein Pokémon gegen Feen. Eisbrecher mit Kampftypus kann ich vergessen. Volt hält nicht viel aus. Quatschutsu, Unich-Pokémon, das ist auch scheiße. Kalpura hat auch nichts gegen Feen. Und ja, ansonsten haben wir natürlich noch unseren Volvarock, den guten Rocky. Idefix, Entschuldigung, Rocky das andere. Aber Idefix kommt ja vermutlich vor der Liga noch raus gegen ein anderes Pokémon und das wiederum, was er noch reinpacken will, was er erst noch fangen können, auf dem Weg zur Liga. Das wiederum hat eine Feenschwäche, deswegen Volt Lichtkanone ist eine Option. Es senkt ja auch die Spezialverteidigung, ähnlich wie der Energieball. Energieball hingegen, was macht er? Gegen Wasser? Brauche nicht, ich habe Elektro. Obwohl, wenn natürlich Wasser Boden ist, bin ich natürlich mit Volt auch im Arsch. Aber dafür habe ich ja Kalpura. Und ich habe sogar Quatschutsu noch, wegen Wasserschuriken und so, also... Wasserboden, ich habe sogar hier... Ja, keinen Krab haben wir noch ran und so, also... Gegen Wasserboden-Pokémon hätte ich noch was in Reserve, ein paar, ja? Das mal so betrachtet, dann Pflanze sonst effektiv gegen, wie gesagt, gegen Boden. Ja. Aber eben, ich habe noch Eis, ich habe noch Pflanzen im Team. Und Wasser auch noch, also... Sollte wohl der Energieball lernen bei unserem aktuellen Team. Ich sage jetzt nicht, dass Energieball grundsätzlich eine schlechte Idee ist. Ich denke, Käfergerumm, Donnerblitz, Energieball. Finde ich irgendwie Status, den Voltwechsel ist für ein ja, Donario natürlich sicher ein sehr gutes Moveset.
Ja, Pflanze aber eben gegen Wasser, Boden und Gestein effektiv. Und das ist vom aktuellen Team her, wie ich ihm glaube, wäre es besser, wenn ich es nur, in Anführungszeichen, nur unserer Eule beibringe. Und Volt noch nicht oder im anderen Zusammenhang und so. Und ich lasse mir ihm da die Stahlattacke, damit ich auch ein bisschen was mit Stahlmäßiges habe und so. Und sieht auch ganz cool aus. Ich meine, hallo. So ein Flugkäfer oder ein Elektroflugkäfer mit der Stahlattacke? Musst du erstmal bringen. Warte mal, ist Energieball stärker als früher? Hä? Ich habe Energieball mit 80 Base in Erinnerung. 7. Generation, verändert alles. Du hast ja das 6. schon so. Ich muss zugeben, in der 6. Generation habe ich ein bisschen Mühe da. Also der Feentypus, das geht einigermaßen noch. Weil, also es ist nicht nur der Feentyp auf dem Weg, ne, Michael, du wirst alt. Nee, es liegt ja daran, es ändert sich immer wieder mit so viel mit jeder neuen Generation, kommen dann neue Typen und sehr weniger. Aber generell auch so, ja, wie soll ich sagen? Neue Wesen? Nee. Neue Modifikationen dazu, genau. Eben zum Beispiel irgendwie, welche Attacken andere effektiv ist zum Beispiel. Früher war es irgendwie so, unliche Attacken sind nicht effektiv gegen Stahl-Pokémon. Jetzt sind sie neutral, dafür ist irgendwie, glaube ich, Stahl gegen Stahl nicht mehr effektiv, als früher neutral war und so. Es sind halt so kleine Dinge, wo man sich auch sagt, zum Beispiel auch irgendwie, als Beispiel, gleiche Attacken gegeneinander, war. Normal gegen normal, normaler Schaden. Feuer gegen Feuer, halber Schaden. Oder auch Kampf gegen Kampf, normaler Schaden, mal Schadensberechnung, was haben wir noch, ein Paradebeispiel? Genau, Geist gegen Geist, sehr effektiv plötzlich. Was? Wieso sind die eigenen Typen gegeneinander teilweise effektiv, teilweise normal und dann wieder nicht effektiv? Das ist doch verwirrend. Okay, jetzt ganz kurz, wie bereits erwähnt, haben wir einen doch relativ schweren Kampf vor uns. Ich mache es extra nur mit denen hier. Lunala ist mein Notgroschen. Ich will Lunala eigentlich nicht einsetzen, das heißt, ich mache es mit 5 Pokémon, weil das, was jetzt auf uns zukommt, hat eigentlich auch nur 5 Pokémon. Und müsste deswegen machbar sein. So. Einfach durch oder was? Scheint voran zur Pokémon-Liga. Aber eigentlich müsste doch zuerst... Okay, es geht direkt los, Freunde. Wir kämpfen gleich gegen einen Typen, den wir schon oft als Gegner hatten, der ein einzigartiges Pokémon besitzt und wäre es eine Nuzlocke-Challenge, hätte ich jetzt echt Schiss. Er hat ein verdammt starkes Team. Yep, es ist Gladio. Ich habe dir gewartet, weil ich dir danken wollte. Du hast viel für die getan und auch für unsere Mutter. Ich hoffe, es ist dir recht, wenn ich meine Dankbarkeit in meinem Kampf ausdrücke. Das ist im Grunde alles, was ich tun kann. Da bringe ich aber auch den Z-Ring zum Einsatz, der mir diese alte gegeben hat. Ja, eben Z-Ring, vor allem in meinem Mega-Spiel 6 Generation Nuzlocke machen, Mega-Entwicklung ist schon ätzend, aber Z-Attacken. Oh, ich bin eh kein Fan davon. Ich habe es vorhin angesprochen. Was seit der 6. Gen ist irgendwie alles dümmer und so. Nee, es hat sich viel verändert. 6. Generation ging aber eigentlich auch jetzt in der 7. Generation. Ich weiß auch nicht, aber irgendwie habe ich das Gefühl mit Ultra-Pokémon, oder Ultra-Bestien, Z-Attacken und dann noch ja, so, mit den SOS-Rufen ist ein bisschen viel auf einmal. Du wirst staunen, wie stark ich bin, wenn ich mich zusammen nehme. So, Gladio. Ja, ich habe Schiss vor ihm. Weil all seine Pokémon... Oh, nur 4. Da waren auch nur 4 einsetzen, wa? Aber die sind alle voll entwickelt. Ja, auch Typ 0. Das Matchup angeht... aber das Matchup gefällt mir aber sehr gut. Okay, das Level darüber geht aber eigentlich noch. Besonders eben Level Cap für die Liga ist 58. Natürlich vergiftet, obwohl ich glaube, Vergiftstach hat eine erhöhte Vergiftungschance, oder? Stirb! Oh. Hat X-Pax nur hohe... Das kann ja nicht sein. Hey, ist die Spezialverteidigung von X-Pax so hoch? Das ist mir neu. So, ich muss raus hier. Lustig war es, und zwar nicht unbedingt beides
Flug-Pokémon selbst vom Typus her, aber sie können beide fliegen. Und haben beide keine Bodenschwäche. Sehr gut. Das war speziell. Jetzt gehen wir mal physisch. Eisbrecher, it's Showtime. Perfekt, es passt alles. Ja, er hat plötzlich ein Lucario, oder das plötzlich hat, naja. Aber, ja, okay, das wird wehtun, wegen, ich hoffe, du überlebst. Natürlich nicht. Ich sage, eine Nuzlocke-Challenge wäre hier echt scheiße. So eine andere wäre eine Option. Katschutz nicht mit der Kampfattacke. So ein anderer müsste schneller als Lucario sein. Lucario, ja, wir wollen nur Kampfattacken drauf haben. Die sind gegen Gift-Pokémon nicht sehr effektiv, aber haben natürlich auch Kaepora. Das Lucario ist sicher kein Feuerfähiger, vergesst es, das ist eine Zuchtattacke. Was übrigens ziemlich cool wäre, Lucario mit Feuerfähiger, obwohl. Ja, Mega Lucario mit Feuerfähiger, das wird so dran geil. Ja, Kaepora ist geil, deswegen Kampfattacken kann er vergessen. So, jetzt wie erwähnt, er ist natürlich auch Psycho-Pokémon. Psycho-Stahl. Also Kampf-Stahl-Pokémon, das heißt, jo, das Schattenfessel geht. Was macht er jetzt? Kampfattacke? Bringt doch gar nichts. Ist das jetzt Stahl oder ist das normal? Normal trifft ja auch nicht, doof. Das ist eine Stahlattacke sein! Hat ein Stahl-Z-Ring drauf? Clever. Kann nicht mehr fliehen. Bezweifle, dass er irgendwie vorhatte. So, jetzt Akrobatik. Nee, hantieren. Ja, Akrobat, das müsste stärker sein. Alter. Ja, ich sag ja, also wer hier Nuzlocke vor gegen Gladio, generell halt da in Sonne, Mond und hier gegen Gladio rankommt, viel Spaß dabei. Oh nee, sein Starter voll entwickelt. Mal gucken, ob ich schneller bin. Natürlich Kreuzschirm, macht nichts. Das heißt, mit Katschutz wird es auch hängen, ich muss einen anderen nehmen. Und weißt du was, Alter, also wenn du Z machst, mache ich auch Z. Ja, was zeigt auf der Tafel? Ich sehe es nicht. Oder auf eine Disco oder so, aber das war ja. Ja, Megento auch ein bisschen speziell, sag ich jetzt mal. Aber er kann ja auch den Typus wechseln, genauso wie Arceus. Das muss aber ziemlich wehtun. Ja, gefällt mir. Heißlaugenwurf hinterher und das war's. Ja. Alter, das kann werden quitt. Hä? Eine Feuertafel! Der Arsch hat eine Feuertafel, ich glaub's nicht! Wieso hat er eine Feuertafel? Oh, das sieht ein bisschen rot aus, aber es ist doch kein Hinweis. Der hat eine Feuertafel. Ich glaube das nicht. Müsste sein. So, wie soll ich es normal machen? Als keine Rolle spielt. Er hat zu wenig KP, der wird trotzdem reichen. Wenn nicht, hasse ich mich. Oh, knapp. Ah, der hat ein schnelles Pokémon nach dem anderen, will er mich verarschen. Nee, ein Sweeper nach dem anderen. X-Bad, Lucario. Ja, das andere Teil jetzt Nibuna, waren alle schneller als ich. Wenn Nibuna schneller ist, wenn der Amigento schneller war, ist natürlich das Nibuna auch. Ich riskiere es trotzdem mal, aber es ist sicher schneller. Ja. Du Stab drauf, das war's mit Salamandra.
Nun gut, ich habe natürlich noch einen Volt, ich habe noch Quatschutsu. Ich sage, wer ist ein Nuzlocke, ich wäre am Arsch. Vor allem, wenn ich so ein Spezialist bei Nuzlocke, dass ich irgendwie mir sage, komm, ist schon cool und so, aber ich muss es ein bisschen spannender machen. Ich darf nur so eine Pokémon einsetzen wie er auch in Spezialfällen. Ne? Also sprich, Rivale, Arenaleiter oder so, das wären so Spezialfälle, Spezialkämpfe. Also gegen Dada dürfte ich nur mit 4 Pokémon antreten. 4 gegen 4. Das haben wir ihm irgendwie ein bisschen effektiver vorgestellt. Geht doch. Mach es fertig, Volt. Und dann lass dich fertig machen, eins von beiden. Scheiße. Okay, Quatschutsu. Quatschutsu. Jutsu, Quatschutsu. So, hat aber sowieso einen Speed-Vorteil. Das war's, Nibuna. Ich hab's geschafft mit 5 Pokémon, ne? Nicht mit 4. Und vor allem sind 4 draufgegangen. Alter, ich glaube mit dem Team... Ich glaube nie einen Nuzlocke angetreten. Ich glaube, das wäre Selbstmord. Er lächelt. Du hast gute Pokémon. Ich kann mir jetzt ein Bild davon machen, was für ein Trend du bist und was für ein Langreis du hinter dir hast. Viele kümmern sich zur Zeit um unsere Mutter, musst du wissen. Sie hat noch gebeten, dir das auszurichten. Du bist der beste Pokémon-Trainer auf der ganzen Welt, Michael. Das waren ihre Worte. Hier, nimm. Das hat mir Lili für dich gegeben. Achso, da hat er schon ein Z-Lili-Kristall. Wegen eigener Interpretation der Z-Kraft und so. Tali trainiert wohl auch fleißig. Muss so viel anstrengen, wenn ich mit euch mithalten will. Grins. Wir sind zwar nicht gerade Freunde, aber Gegner sind wir auch nicht mehr. Man sieht sich und immer schön weiter gewinnen, ja? Ja, Freunde, das war der große Kampf gegen Gladio. Und in der nächsten Folge ist, glaube ich, Zeit, dass wir unser nächstes Teammitglied fangen. Es heißt, dass Mount am schwersten zu erklimmen sei. Ja, hier oben auf dem Berg, Mount Lanakila und so, ist es nicht nur der Ort, wo wir im Prinzip auch Krabbox zu Eisbrecher, wo wir Krabbox zu Krawell entwickeln können. Das geht nur hier oben, ist halt Eisgebiet, deswegen glaube ich auch, es war glaube ich auch mit Mammutel und so, oder? Eisgebiet. Keifel zu Mammutel und so, müsste auch hier oben gewesen sein, wenn ich mich richtig erinnere. Hat die gewohnt per Level up, war. Genau, das hier und dann eben noch ein Pokémon, das ich sehr gerne mitnehmen würde. Und ich glaube bis dahin, wenn noch ein bisschen mit Lunala und so noch ein paar Attacken zeigen. Und danach vor allem mal ein Team trainieren, weil ja, Ziel ist in die Liga gehen mit Level-Durchschnitt 55. Das heißt, wir müssen ein bisschen Offscreen trainieren und so. Naja, werden wir schon hinkriegen. Aber das und vieles mehr, Freunde, sehen wir in der nächsten Episode wieder hier bei Pokémon, die Mondversion. Auf dem Weg zur Pokémon-Liga, zum stärksten Trainer der ganzen Alola-Region. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.